Jetzt hallo miteinander. Draußen an der frischen Luft spazieren, trotz Corona oder vielleicht auch gerade wegen Corona, weil frische Luft und Sonne, das wissen wir alles, ist gut fürs Immunsystem. Aber auffallend ist halt wirklich, dass an den Plätzen, wo wir normalerweise alle ruhig spazieren gegangen, relativ viele Leute unterwegs sind. In kleinen Gruppen, 2, höchstens 3 Personen. Alles okay, alles im Rahmen. Aber es fällt auf, dass die Leute mehr als in der Natur unterwegs sind, weil in der Stadt ist ja nichts mehr los. Und ich denke, dieses Runterfahren, dieser Shutdown, davon wollen wir alle profitieren, bin ich mir ganz sicher. Natürlich jetzt dieser Grund, wieso wir mal runterfahren müssen, ist richtig scheiße, diese blöde Corona. Aber ich denke, es wird uns gut tun, es wird uns alle gut tun, der Gesellschaft, jedem Einzelnen, weil ja, wir jammern doch immer über die Schnelllebigkeit der Zeit. Und jetzt auf einmal waren wir komplett ausbremst. Boah, da haben wir schon mal den Kopf schütteln müssen. Und ich glaube, davon werden wir wirklich danach profitieren. Ich beobachte auch, dass jetzt Leute, man hat jetzt wirklich öfters mal zur Ruhe rufen müssen. Das ist schon so vorgekommen wie im Festzelt oder besser gesagt im Theater, das ist ein besseres Beispiel. Bevor die Aufführung losgeht und man sagt, Ruhe jetzt, hocken nah, und dann war die Leute ruhig und dann jetzt mal Ruhe, bis es dann losgeht. Und dann ist auf einmal eine ganz andere Atmosphäre, wenn es überall ruhiger wird. Aber man hat jetzt echt mal wirklich mit Vehemenz sagen müssen, jetzt hocken da und losen mal zu und bleiben mal ernst. Und das haben wir noch nie gehabt. Ich bin geboren 69. Sowas als alle mal runtergefahren sind, das habe ich noch nie erlebt. Und ich glaube, das gibt echt eine riesige Chance für uns alle. Guckt mal, Italien. Delfine sind anscheinend wieder in der Häfen gesichtet worden. Das Wasser in Venedig ist wieder glasklar in Bilder gesehen. Und ich glaube, wisst ihr, dass die Kanäle so flach sind. Und ich bin auch gespannt, wenn man jetzt diese Werte von der Luft, von der Umweltwerte, von jetzt, wo man jetzt misst, nachher vergleicht wieder, wenn das Leben wieder in Anführungszeichen normal läuft. Das wird wahrscheinlich ein verheerender Unterschied sein. Es ist aber auch spannend zu sehen, wie schnell die Natur sich wieder erholt, ist das falsche Wort, nee, das mit den Tieren, Delfinen, aber wie sich Wasser reinigt oder ähnliches in ganz kurzer Zeit, wenn man sagt, stopp, Vollbremsung reinhauen. Und ja, vor lauter frische Luft vergesse ich gerade, wenn ich sagen will. Ich habe auch die Achtsamkeit, die Rücksichtnahme, nachdem jetzt wirklich viele Leute ermahnt worden sind und es jetzt auch wirklich ernst nehmen jetzt auch wirklich mehr Rücksicht aufeinander. Also das beobachte ich zumindest. Man sieht, es ist wirklich ruhiger draußen, die Leute nehmen jetzt ernst, sie sind jetzt ein wenig nüchterner, besonderer. Ich bin jetzt ja gerade viel im Internet unterwegs, noch mehr als sonst, weil ich habe ja nichts zum tun, außer spazieren, laufen, aber das kannst du auch den ganzen Tag da. Ja, mir kommt das alles so vor wie so eine Katharsis, so eine Reinigung von jedem Einzelnen und von der ganzen Gesellschaft. Und ich bin ja gewiss kein Esoteriker, aber irgendwie sind ganz andere, sagen die Jungen, ganz andere Vibes in der Luft. Irgendwie gereinigter, so wie nach einem Gewitter, so fühlt sich das gerade an. Die Leute sind respektvoller gegeneinander, sie standen jetzt in Abstand beim Einkaufen, die halten den Abstand ein, sie respektieren das. Also ich bin mir sicher, Leute, wenn wir das jetzt schaffen, ich bin mir sicher eigentlich, nach dieser Krise werden die Leute hoffentlich anders drauf sein, rücksichtsvoller und aus dem Ding lernen. Weil jetzt hat jeder verlebt, wenn man ja sagen kann, wissen Sie damals, wie es war in der Corona-Krise? Daraus werden wir profitieren. Wenn wir das jetzt schaffen, daraus zu profitieren, sorry, hört sich jetzt krass an, aber ich glaube, noch ist unsere Gesellschaft verloren. Ja, weil das ich noch sagen will, ganz genau, das ich noch sagen will. Die Bescheidenheit. Hey Leute, Klopapier. Ich mache keine Klopapierwitze mehr. Ich schwöre es, ich mache keine Klopapierwitze mehr. Und was mich so reizt, Klopapier ist auf einmal, hat einen Wert gekriegt. Die Leute früher, ich brauche das Handy, ich brauche jenes, ich brauche die Klamotte, ich brauche die Schuhe, ich brauche dies und jenes. Jetzt schreit alle nach Klopapier, nach Säufen, nach Nudeln, nach Grundnahrungsmitteln. Überlegt mal, wie schnell die Leute auf einmal bescheiden sind und sagen, hey, verdammt nochmal, das lange mir will ich gerade gar nicht. Leute, denkt immer dran, wenn ihr neu haben wir wieder Kohle, dann verschwenderisch sein, denkt mal wieder dran, was wirklich wichtig im Leben ist. So, ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt. Wenn mir nur mal irgendwas einfällt, dann machen wir noch ein Video. Wir haben ja Zeit. Es ist ja noch eine Weile Shutdown oder ruhig. Und noch kein neues Video machen. Aber Leute, schreibt durch in die Kommentare drunter, ob ihr meiner Meinung seid, ob ihr das anders seht. Aber ich bin mal richtig optimistisch und wir gehen da mit einem riesen Vorteil draus vor, gesellschaftlich zumindest. Die armen Künstler und Wirtschaft, die sind mir echt leid, da müssen wir auf Rücksicht nehmen. Nutzt doch die Angebote von den Wirtschaften mit Abholservice. Unterstützt sie, holt etwas zum Essen, bevor ihr selber kocht, weil, hey Leute, die brauchen das unbedingt. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssle.